Let's Snap It All geht die nächste Runde hier bei New Pokémon Snap und zwar heute auf Vulkan mit dem Vulkan. Will mir gerne mal reinziehen, mal gucken, was es jetzt Neues gibt. Ich habe mich offscreen kurz noch informiert, wie das überhaupt genau ist und so, wenn irgendwie neue Pokémon auftauchen könnten in bereits bekannten Regionen und so weiter. Das hat mitunter mit der Stufe zu tun, die wir pro Gebiet haben. Zum einen, zum anderen hat es auch damit zu tun, ob wir mit bestimmten Pokémon dort bereits interagiert haben. Und das wiederum Einfluss hat auf andere Dinge. So, wäre nicht doof, ich habe es ja genau gesehen. Ja, wieso hat sie ja Luxtra? Okay. Ich glaube, ich hatte damit keinen großen Einfluss. War das alles? Okay, bringt auch nicht viel. Okay, da waren 2 Pokémon. Ja gut. Kann man so machen. Warum es 2 Elektro-Pokémon und einen Vulkan hat? Eventuell fies direkt von da oben. Alter! Was geht denn hier plötzlich alles ab? Servus! Alter! Du hast Mundgeruch. Ja, ich weiß. Du böses Fossil-Pokémon der 5. Generation. Hä? Wo ist denn was? Oh. Hat gerade Papyro? Ja, schon da weg. Aha. Fast übersehen. Das schlafende Luxtra. So. Sehr viele Pokémon hier zu sehen, sehr viele. Okay, ob jetzt das so geplant war oder nicht, oder kein Plan. Auf alle Fälle, das Ganze erinnert mich schon ein bisschen an Zelda. Dementsprechend halt die Georox eher so, also sprich vor allem der Vulkan, ein bisschen eher so wie der Todesberg bei der Zelda-Serie. Und halt hier das Ganze. Okay, da oben war es, keine Ahnung. Und die Georox halt ein bisschen wie die Geonen. Oh, Glumandas! Dann noch ein Schneckmark da oben. Jetzt sagen, scheiß Vampire, wo bist du? Alter! Toll! Oh, Glumanda! Komm schon. Ja, sehr schön. Oh, ist hier ein bisschen heiß, war. Das Apfel direkt verbrennt. Hallo? Wieder bloß. Mann! Okay, mach mit dem sonst nichts mehr. Die nehmen wir noch mit. Pampyro habe ich irgendwie doch wieder verpasst, war. Kacke, Mann. Aber war interessant, vor allem sehr viel zu sehen. Von Anfang an, ey. Krasse Scheiße.
Aber natürlich auch cool, eben wie bereits erwähnt, dass wenn man halt mehrmals so reingeht und halt auch ja, eine andere Stufe reist, dass plötzlich neue Pokémon da sind, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie ein Pokémon wecken würde als Beispiel, was von ihm gepennt hat, dass dann nachher plötzlich neue Interaktionen mitgäbe. Beim nächsten Besuch. Na komm, wir steigen uns mal. So, Stufe 3 hier. Aerodactyl, damit wir etwas haben. Ist auch schön. Die ist ein bisschen sauer, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. So, da hängt mal ein bisschen ab. Glumanda, was haben wir hier Schönes? Stufe 2 Fotos. Ja, komm, um das hier. Gürtel und Schneckmark. Ja, ein paar haben mir gefehlt. Das ist definitiv so. Trotzdem viele neue Pokémon. Das Aerodactyl kann nur ein einziges Mal, wa? Deswegen gucken, dass er das halt besser abfangen kann. Monargoras. Ja, da ist ein ganz, ganz böser Dino. Georg das Klimmzüge macht. Tja, warum nicht, wa? Oh, toll. Und Glumanda. Und bereits Stufe 2. Okay, geil. Ja gut, er erwähnt es ja auch, war von wegen, oh, neues Forschungslevel. Guck mal, ob es irgendwelche Veränderungen gab. Ja, gut. Haben wir nie so drauf geachtet. Schon wieder? Schon irgendwas Neues für uns. Vor allem, ich sollte ja auch noch ein Foto von so einem leuchtenden Kristall auf dem Meeresgrund machen. Foto plus. Noch einmal aufnehmen, okay. Schon wieder? Energieverkauf gemessen. Ah, okay. Jo, finde ich auch. Das waren neue Entdeckungen auf uns. Ja, ja. Aber eben, Freunde, ist ein neues Gebiet, neuer Ort, whatever. Deswegen, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Pro Gebiet, sage ich schon, pro Folge, neues Gebiet. Das ist eigentlich so, was ich gerne hätte. Deswegen gehen wir nochmal zurück in den Vulkan. Und gucken mal, was ich jetzt besser machen kann. Erstmal Pampyro sich mal fotografieren, das ist mal ganz wichtig. Sonst habe ich jedes Pokémon schon einmal erwischt, was wir jetzt hier gesehen haben. Aber von gewissen Pokémon halt noch bessere Bilder. Okay, jetzt ist da oben so ein Flaptrix. Dafür ist Altari nicht mehr da. Doch, da kommen ja ein paar. Wie sie uns lächeln, krass. Wow! Ich hab beinahe verpasst, ey. Erscheinung statt Luxtra, okay, kann er machen. So, warte mal, hier war vorhin so das Aerodactyl her angeflogen kam. Vielleicht kommt er nochmal. Könnte ja sein. Wow! Es war nicht wirklich ein Aerodactyl, aber hey. Ja, was jetzt? Fröhliches Summen ist zu hören. Hä?
okay. War insofern bloße Kristallblume. Ein Summen dort oben war zu hören. Ja, Glumanda habe ich gesehen, Kristallblume auch. Ich glaube, dass irgendwie später noch was passiert. Jetzt haben wir natürlich Aerodactyl nicht mehr gesehen. Oh, jetzt meint er dafür. Bernstein Aerodactyl. Ja, schon möglich, aber eben. Irgendwie fehlt momentan noch. Ne, da oben ist er. Im Lead-Spielen funktioniert wirklich nur sehr selten. Hä? In diesem neuen Gebiet? Ich war da vorhin nicht. Ja, ich höre Pampyro, aber wo ist er denn? Ich hoffe, dass da oben noch irgendwas passiert, aber... Hä? Chirurg-Foto habe ich eigentlich schon ein paar gemacht, insofern. Oh, wie süß. Na, Georg, was geht ab? Ein Tornupto, ich glaub's nicht. Servus, Kumpel, na, wie geht's? Mist. Finde ich jetzt nicht so toll. Gibt's irgendwo auch noch andere geile Feuer-Pokémon, wie ein Glurak oder so? Ja, du bist cool, Kumpel, aber du bist kein Glurak. Nix so ungut. Okay, das war durchaus ein geiles Foto. Wie hinter mir noch etwas? Nö. Ja, aber trotzdem kann man sagen, hat es auch gelohnt, der Ausflug. Wenn wir eigentlich nur ein neues Pokémon, also Pampyro habe ich jetzt einmal erwischt. Aber ansonsten, ja, einfach halt bessere Fotos von anderen. Wobei ja sowieso für einen kompletten Fototext bräuchten wir sowieso von allen 4 Stufen jeweils ein Bild, war pro Pokémon. So. Gucken ein bisschen fröhlicher. Ah, nein, Erscheinungsgenau war auch noch neu. Ja, ich stehe noch bereit. Guck mal. Wer da so reinguckt. Natürlich mehrere Pokémon. Ja, komm. Nehmen das hier. Pampyro. Nur einmal gesehen, leider.
Ja, komm, das muss sein. Tornupto. Leider kein Stufe 2 Bild erwischt. Nur für einen Kurtel. Stufe 3. Sogar Stufe 4, krass. Jo, das sieht episch aus, das nehmen wir. Ja, ja. Das Album brauche ich eh nicht. Noch nicht. Müssen nachts nochmal rein, wenn sie leuchten. Falls sie überhaupt leuchten würden. Ja, mir gefällt das irgendwie besser. Shinux. Ja, leider natürlich sehr klein geworden und alles. Naja, ist ja nur Stufe 1. So, Tornupto. Gut, sind halt 3 neue, wa? Shinux, Pampyro und Tornupto. Wobei Pampyro wir im letzten Durchgang nicht erwischt. Er fühlt sich langsam, ja, da kann man durchaus so sagen. Neuigkeit für dich, ja, danke schön. Ich meine, jetzt kann die Strecke auch nachts befahren. Würde es irgendwie Sinn machen, finde ich. Ein Lumina-Programm findet. Mein entfernten Ding führt. Sehen könnte. Ich hoffe mal auf ein Lumina Glurak, das wäre geil. Ihr wisst ja, Glurak ist mein Lieblings-Pokémon, auch nach all den Jahren immer noch. So, darf ich jetzt nachts rein? Ah, oder direkt Lumination. Okay, geht natürlich auch. Da können wir uns vor allem diese Dinger sparen. Die Lumina Balls. Balls vor allem. Josh! Gigste, sei so! Wie auch immer. Das ist natürlich schon krass, muss man sagen. Vor allem Ramo, das ist einfach mal so ein Käfer-Feuer-Pokémon. Oder ist Feuer-Käfer, weiß ich gar nicht. So soll sie abschmeißen. Das kann ich abschmeißen, weil ich will, bringt nicht viel. Naja. Okay, wie zu erwarten war, bei der Lumination gibt es vorerst nur ein Pokémon hier. Das wird sich noch ändern, das habe ich auch rausgefunden, dass eben, also das mit Evoli haben wir schon gesehen. Im ersten Wald, im ersten Gebiet, da die Lumination, also nebst Megani nachher später auch mal Evoli aufgetaucht ist. Und es soll mittlerweile noch mehrere Pokémon geben. Ramot, kühl dich mal ab, Alter. Ist schwierig hier so gute Fotos zu kriegen. Sonst echt kein einziges anderes Pokémon.
Nee, bringt alles nichts. Wie ein Käfer Feuer-Pokémon nur so unter Flammen stehen kann. Ist mir persönlich auch unbegreiflich. Wow. Ja, ist klar. Aber da hinten schön verstecken, ne? Spannend ist es ja, kein Thema. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll, dass ja da die ganze Zeit im Rumfliegen sind. Das Bild ist gut geworden. Nö, kann machen, was er will, bringt alles nichts. Woher denn überhaupt der Ausgangspunkt? Müsste irgendwo da oben sein, wa? Boah. Ja, ist gut, aber es verstanden. Da oben ist er. Ich glaube, ich habe ein paar gute Fotos geschossen. Jo, ich merke es auch. Jo, schade. Dabei habe ich mich gerade so an sie gewöhnt. Gewohnt gehabt. Egal. Schreiten wir zum Teleportpunkt und lassen unsere Fotos bewerten. Ja, bis später, Todd. So. 30 Fotos. Was? Es gibt einfach diesen sagen könntest. Hä, wieso nicht? Ich hab's aber falsch gemacht. Wenn ihre Musterung leuchtet. Haben wir versucht? Hey, wann leuchten denn die? Wollen wir verarschen? Ich hab so viele Fotos geschossen. Ja, sagst du einfach. Ja, wann leuchtet denn die? Hat die jetzt geleuchtet? Okay, versuchen wir es einfach jetzt nochmal. Wenn es immer noch nicht klappt, obwohl ich ja auch die ganze Zeit drauf schießen soll, ich sehe auch nichts, dass irgendwie was anderes jetzt wäre. Und den Viechern selber jetzt irgendwie großartig, dass wirklich irgendwas leuchten würde. Also ich sehe nichts, sorry. Abschießen kann ich sie auch nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas leuchtet.
Ja, wie gesagt, versuchen wir es mal. Wenn es nicht klappen sollte, trotz allem nicht, dann gucke ich mal offscreen kurz nach, was man hier machen muss. Hä? Eigentlich müsste irgendwie so Leuchten von Luminabellen ist irgendwie so eine leicht grüne Umrandung, aber die haben sie jetzt auch. Hä? Ganz ehrlich, kann da drauf schießen, so will ich wieder, bringt gar nichts. Jetzt vielleicht, wenn sie nicht da in der Nähe sind, aber... Also ich habe nichts gesehen, ganz ehrlich. Von wegen, dass jetzt was anderes gedeutet hätte. Weil in Flammen sind die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl, so eine ja, wenn die Musterung leuchten würde, das würde man relativ schnell sehen. Sag mal. So, jetzt aber. Aber ist jetzt abgeschossen, oder was? Das andere kommt nicht mehr, wa? Okay. Die Musterung. Haben wir es nicht rechtzeitig fotografiert oder haben sie da mal verkackt? Das und vieles mehr, Freunde, erfahren wir gleich. So. Muss für den Anfang reichen. Und dann haben wir es endlich mal. Puh. Mehrmals mit den Äpfel abschießen, damit halt das Feuer um sie herum verschwindet. Ja gut. Übrigens, nach der Datensäule gibt es das Neueste berichten. Du darfst gespannt sein.
Jo, und das, liebe Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge. Zurück bei New Pokémon Snap. Und wenn es nicht irgendwie etwas Gigantisches ist, was einen kompletten Part in Anspruch nehmen wird, werden wir in der nächsten Folge auch noch das nächste neue Gebiet aufsuchen. Zurück in den Dschungel quasi, wa? Also mehr oder weniger zumindest. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.